weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen in Wissen wirken lassen. Im Namen Gottes. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Wir haben das letzte Mal da mit dieser wunderschönen Dame etwas geflirtet. Jetzt liegt sie flach und wir suchen. Was suchen wir? Keine Ahnung. Wir werden es noch herausfinden. Jetzt vorerst einmal werden wir da diese kleine Ortschaft weiter erkunden. Und da in... Warte mal, dass ich die jetzt nicht anlüge oder anschwindel. Hier gab es einen Kasten. Genau. Wir werden einmal alles, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, einmal da hineingeben. Genau. Einmal Gewicht sparen und später können wir uns das ja noch immer holen. Ist ja alles kein Problem. Das tun wir mal alles weg. Was? Achso, das ist das weg. Nahkampfwaffen plus 5. Das lassen wir mal eingesteckt. Die können wir alle weg tun. Das ist das gleiche. Das haben wir. Passt weg. Sicherheitsrüstung. Boah, Gewicht 15. Wahnsinn. Voltec, Bibabo, tralala, weg. Genau. Warte mal. Den wollte ich mitnehmen, genau. Dietrich und Reparatur plus 5. Wir müssen nur schauen, dass wir irgendwo sowas ähnliches finden. Vielleicht gibt es sowas in einer anderen Vault, da gibt es ja einige. Und dann könnte man uns diesen Anzug reparieren. Briefkasten leer. Ja, in die Schule gehen wir auch gleich. Dort gibt es dann wieder wahnsinnig witzige Raider, was ich mich entsinne und erinnere. Ah, da auf Y ist springen. Okay. Aber mich würde interessieren, wo für den einen Keller der Schlüssel ist. Dir sag es. Was? Wo der Schlüssel für den einen Keller ist. Ja, passt der? Habe ich richtig gesagt? Was tue ich nochmal dumm? Ja. Die uralte Bethesda Engine. Ich glaube, zu der Zeit hat sie noch Creation Engine geheißen oder so irgendwie. Und war auch dieses Spiel damals schon ein bisschen verpackt. Na gut, was ist bei Bethesda nicht verpackt? Ah genau, das ist unser Schrank. Wir haben jetzt da... Ja, wir können genug tragen. Wir speichern da jetzt nochmal. Wie du siehst, ich bin relativ paranoid. Genau, das ist der richtige Ausdruck dafür. Und das Paranoide schlägt sich auch dahingehend durch, dass ich sehr vorsichtig bin, was Bethesda-Spiele angeht. Mir ist zu Zeiten, wie ich angefangen habe mit Fallout 4 zum Beispiel, ist mir schon passiert, da habe ich baut und baut und baut und baut und baut. Plötzlich schmierte das Spiel ab und ich konnte 2 oder 3 Stunden wiederholen. Schön. Ja. Da war ich dem Rausche des Blutes sehr nahe. So. Hinein in die Schule.
Und wenn du geglaubt hast, die Raider in Fallout 4 seien intelligent, na dann musst du die Intelligenzputzen da mal anschauen. Die sind nämlich noch schlauer. Doch, jetzt bist du Gemüse. Warte mal. Wer ist da draußen? Niemand. Schluss mit dem Mist. Komm raus und kämpfe. Nee. Kurz lang Blick, das ist schon wieder so leise. Ich tue mir echt schwer. Mit der Scheiße. Große Waffen, Sprengstoff plus 5. Oh. Die sadistische Rüstung nehmen wir Schluss mit. dem Mist. Komm raus und kämpfe. Nein, Anuslav Klaus. Hallo. Okay, Schluss mit dem Mist. Wer ist das? Also wie du siehst, das ist die ganz die schlaue Fraktion. Wer ist da draußen? Einen Kleber nehmen wir mit. Schreibtisch ist leer. Notenheft. Ja. Du fragst dich, wie ich unseren Charakter getauft habe. Das habe ich da noch gar nicht verraten, gell? Warte mal kurz. Steht das irgendwo? Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schief laufen können. Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Okay, Schluss mit dem Mist. Wer ist das? Ja, unser Charakter heißt Latrinal. Also wie die Latrine, nur in verniedlicht, ne? Hübsche Frisur. Okay, Schluss mit dem Mist. Wer ist das? Wo sind die offen? Ich mag es nicht, wenn Sie mich ansehen. Verängstigt wie ein kleiner, winselnder Hund. Okay, Schluss mit dem Mist. Wer ist das? Sie sind einen Stock über uns. Ich habe von deinem Mist die Nase voll. Also pass lieber auf. Verstecken? Vor mir? Bete, dass ich dich nicht finde. Ich lasse euch da mal kurz allein mit diesen wirklich lehrreichen, Schon wieder diesen verdammten Krach. mit diesen lehrreich pädagogisch wertvollen Dialogen. Schluss mit dem Mist. Komm Weil sowas raus und muss man kämpfe. gehört haben. Diese Raider sind ja gleich noch dümmer wie die in Fallout 4. Wer ist das? Aber ich glaube, einen Hund gehört zu haben. Das Schreck mich nicht nochmal so, du Potsau. Dreckskerl! Weil dann Super. Finde. Dreckskerl, sagt sie. Die traut sich was, wirklich. Das ist
Ich bin echauffiert, dir sag es. Also, na, das darf nicht wahr sein. Reparieren, können wir da schon irgendwas? So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen leichter. Polizeiknüppel. Hä? Frage, wieso haben wir so viel Polizeiknüppel mitgenommen? Na gut. Vielleicht, dass wir es reparieren können, immer wieder gern. So. Was hatte denn du dabei, hä? Peinstachelrüstung. Was das? Den nehmen wir mit. Die ist relativ geil. Deine Zeit Du bist so hübsch, mein Kerl. Wenn du eine Frau wärst, würde ich dich glatt auf den Kaffee einladen. Au! Pottinger. Schircher. Ödhundhelm. Naja, gut. Alter, der Grinser ist ja sowas von geil. Hier bist Ach Gott, Junge, ihr lernt es eigentlich nie, oder? Nein! Doch. Ihr seid so ungezogen. Ja, Kampfmesser, Kronkorken. Den nehmen wir noch mit zum Reparieren. Bringt nichts. Es wird bald vorbei sein. Da haben wir eine Erste Hilfe. Oh, Stümperpacks, cool. Nö, Ich weiß, dass du hier bist. Und ich werde dich finden. nö. Ich glaube eher, ich werde die zuerst finden und dann vernichten. So, bitteschön. Einen aufs Köpfchen, 2 fürs Tröpfchen. Jetzt. Ich finde diese. Ja, nehmt sie auseinander! Verflixt! Stehen bleiben! Ich bin ein riesiger Fan dieser. Wie heißt der? Dieser Ragdoll-Physik. Was die da in den Spiel benutzt haben. Die ist sowas von geil und übertrieben. Doch. Blastmeisterrüstung. Oh. Warte mal. Blastmeisterrüstung. Das ist der da. Also das ist der Blastmeisterhelm und das ist die Rüstung. Ich bin ein Trottel. Sadistenrüstung. Na okay. So. Ja, was willst du, hä? Nix. Gut. Und die haben mit Absicht auf die Xbox One Version gestürzt vor den Spiel, weil es Fall war, dass ich Fallout 3 am PC installiere. Ich gebe es offen und ehrlich gesagt zu. Und dieses dann über den PC spiele. Die Xbox One Version, also die abwärtskompatible Fassung, die läuft eigentlich recht sauber, hat eigentlich keine Bugs und ja, das war eigentlich der größte Beweggrund für mich, dass ich das so mache, gell. Also da darfst du bitte nicht besser sein für diese Entscheidungen. Das ist halt, ja, was das sind halt so Entscheidungen, das verstehen die wenigsten, das sind Millionen schwer, gell. Briefbeschwerer, Zigaretten. Ich muss nur aufpassen, da in die
Bücherregale. Da liegen des Öfteren so wunderschöne Magazine. Die können wir gut gut gebrauchen. So. Ja, da ist ein Hund. Der uns bestimmt bald verspeisen will. Nö. Ein Reiderwachhund. Ein Eitriger. Au! Bei wieder Aktionspunkte, wie man so schön sagt. Ja, du bist ja ganz ein hübscher Pfui Teufel. Siehst? Au! Au! Zum Töten. Ja, komm her. Da bist du bei mir genau richtig. Jetzt macht er ein Schlummerchen. Minenprotokoll. Aha. Sack mi, ha ha ha. Na gut. Ach ja. Oh, wie ist das schön. Warte mal. Wir haben ja ein Magazinchen. Wo ist das? Deckung. Sprengstoff um 1 erhöht. Das war jetzt nicht das,